Hier Aysel Akan am Mikrofon und ich habe ein Thema, ein Bericht über Dimili, also die Geschichte. Unser Land Veled Ma ist eine der ältesten Zentren der Welt. Ihre Geschichte geht zurück bis zu den Ursprüngen der Hurriter, die ein Bergvolk im nördlichen Mestomin in den 3. und 2. Jahrtausend vor Christus waren. Diese breiteten sich am Ende des 18. Jahrhunderts vor Christus aus über Syrien, Palästina und Ägypten und gründeten um 16. Jahrhundert vor Christus das Reich Mitanni. Durch die Hurir wurden zum ersten Mal eine auf dem Kriegsgeradel aufgebaute Staatsform im Vorderen Orient möglich. Es sind reiche Geschichtsspuren vorhanden, die wahrscheinlich nicht ausreichend erforscht worden sind. Für den Ursprung unseres Volkes gibt es mehrere Theorien. Erstens Anatolien-Theorie, zweitens Daylam-Theorie, drittens Sanadin-Theorie, viertens Meder-Theorie. Nach der Theorie von Daylam soll unser Volk im Norden des heutigen Irans am Kaspischen Meer in das Gebiet Daylam und Mazendaran und dem Gebirge Demaven-Koye Demavendi gelebt haben. Im 7. und 10. Jahrhundert nach Christus haben die Daylamiten große Fürstentümer gegründet und haben außerdem unter den Völkern eine besondere Rolle, insbesondere wegen der von ihnen bezahlten Soldaten, gespielt. Damals glaubten die dort lebenden Daylamiten den Philosophen Zarathustras. Ferner lebten am Kaspischen Meer mit den Daylamiten zusammen die Tadsziken, Gilianen und Samandinen. Das Dimili-Gebiet war ständig das Schlachtfeld der Geschichte. Im Jahre 10.090 eröffnet einerseits Mongolen und andererseits Araber und Daylamiten den Krieg. Die Araber dringten nach dem Tode Mohammeds in dieses Gebiet ein. Ihre Herrschaft bewirkt, dass sehr viele Daylamitische islamisiert wurden. Die Daylamiten siedeln sich in Anatolien an, in den Gebieten von Dersim, Erzincan, Sivas, Erzurum, Bingöl und Diyarbakır, ferner auch teilweise in den Städten Mardin, Urfa, Kars und Maras. Im 16. Jahrhundert wird unser Land Kriegsschauplatz großer Herrscher. In den Kriegsherrscherjahren der Perser mit anderen sich befindenden Völkern findet 1514 der Zusammenschluss der Osmanen und Kurden statt. So kommt ein großer Teil unseres Landes in den Händen der Osmanen. Zum Ende des 19. Jahrhunderts eröffnet die Osmanen unserem Volk den Krieg, den sie auf brutalste Weise gewannen. In Nordwest, in dem Gebiet von Koçgiri, entsteht 1921 ein großer Aufstand gegen die Vorherrschaft der Türken in diesem Gebiet. Im Jahre 1925 entsteht im Süden ein Aufstand unter Führung von Scheich Said. Er wurde jedoch 2 Monate nach Ausbruch seines Aufstandes gefangen genommen und einige Monate später gehängt. Das Ziel dieser Rebellion war die Errichtung eines unabhängigen Staates unter Beachtung der islamischen Prinzipien, die in den Erststaaten Türkei verletzt wurden. In den Jahren 1936-1937 entstand in Dersim, heute auf Türkisch Tunceli, der bewaffnete Kampf gegen eine barbarische Regierung. Dieser Krieg dauert 2 Jahre unter der Führung Scheich Rizas. 10.000 aber werden ermordet und die Türkei übernimmt auch für Dersim die Macht. Das soziale Netz der Gesellschaft wurde zerstört. Sprache und Kultur werden verboten und eine starke Assimilierungspolitik begann. Die Menschen wurden in den Westen der Türkei zwangsumgesiedelt oder flohen in den darauffolgenden Jahren unter fortlaufender politischer und wirtschaftlicher Unterdrückung massenhaft in den Westen der Türkei oder nach Westeuropa. In den Großstädten der Türkei Istanbul, Izmir, Bursa, Adana, Ankara und so weiter ist die Zahl der Dimilin sehr hoch. Das war's für heute. Aysel Akan und ich verabschiede mich euch.